De Kontrollmedikal as jo bekanntlich eng staatlich Verwaltung, die dem Sekretärsozialminister ënnersteht, also die hier Erbisbereich ass am Funkel an zwei Bereicher grob geschätzt angedeelt, dats den Krankheit an Accident an engerseits den Invaliderenten. De Kontrolle von der von der Sekretärsozial gouf läst Joren van viele Länder verschiedene Bereiche kritisiert. Strohreihe per 4, so beispielsweise im Zusammenhang mit dem sogenannten S2-Formulär, der für den medizinischen Transfer an Deutschland obligatorisch ist, an einem massiven Druck am College Medical gouf diesen da vereinfacht. Oder bei einer Auslandsüberweisung gehen teilweise unbegrenzte Argumente gebraucht, wie die passe utile et le nécessaire, das auch bei einzelnen chronischen Patienten oder Krebspatienten, wo eng alljährlich Kontrolle von Notwendigkeit ist. Wegen der Kritikpunkte, die als zugedrohen Rufe sind, Entscheidungen über die Erbisfähigkeit gehen geholt, die sich widersprechen am Erbisdoktor. Zum Beispiel hat die Patientenvertretung, Beispiel ungefähr der Kach mit einem gebrochenen Fuß, wird als erbisfähig erklärt, mit dem Argument, mit einem gebrochenen Fuß können die schaffen. Das kann in Heimen und auch viele Bahnerplätze, wir schwingen auf der dritten Platz, aber nicht gerade. An der Kontrolle medikal guckt just das Physisch, nicht aber der Beruf, und ich meine noch da muss ich das an Konsideration ziehen. Alle Betroffenen müssen grundsätzlich Recht haben, eine zweite Person mit bei der Kontrolle zu holen, das als zwei Ursachen. Einerseits der physischen Halt, und andererseits bei einer eventuellen Sprachbarriere. Ist der Rekurs mit einem Recht auf eine Sicherung bei einer neutralen Instanz möglich sein. Der Patient kann wohl nur eine Beschwerde errichten, die vom Direktor vom Kontrollmedikal behandelt wird. Mit dieser Allianz gehen am Prinzip Seele beantwortet oder sie verlaufen sich am Sand. Hier müssten unserer Meinung nach Fristen gesagt gehen, und müsste durch eine Garantie gehen auf eine Antwort. Oder dürfte nicht zu viel verlangt sein, wenn ich von den Kontrolldoktoren menschenwürdig behandelt soll gehen, aber mit dem nötigen Respekt. Das speziell mit Patienten mit physischen Erkrankungen sind Fälle für uns zugedroht gehen, da mengen ich für Fangerspitze viel gefroht. Der Patient muss nur am Vorfeld, weil kann er sein Dossier erreichen, speziell an dem Fall, wo neue medizinische Dokumente dabei kommen. Für alle Patienten muss auch die nötige Zeit da sein. Auch das Fachgebiet vom Kontrolldoktor, also ein Faktor, dem man muss Rechnung drohen. Zum Beispiel kann ein Orthopäd einen Patienten mit einer physischen Erkrankung richtig abschätzen oder beroten. Oder ein Neurolog, den er auch bei orthopädischer Abschätzung soll führen. Das bedingt, dass wir Doktoren mit Fachgebieten brauchen. Die brauchen natürlich auch eine adäquate Bezahlung, sonst geht das schief. Dann hätte ich vielleicht den Frau und den Sekretärsozialminister, wie aus den Personalschlüssel die letzten 20 Jahre an dem Bereich, wenn man gut 100.000 Salariien an den letzten Jahren bei, wie hat sich das entwickelt, dass wir vielleicht den Frau, die der Minister, wenn er will, es Kind beantworten. Sprachbarriere ist ein Problem beim Austausch mit den Patienten, aber auch bei dem Verständnis von den einzelnen Berichten. Da muss man sich oft vorstellen, ob der Patient nicht auch, ob er froh eine Kopie kriegen für sein Dossier. Das ist auch möglich, aber so kompliziert, dass da muss über den Affekot angeschaut gehen. An dem ganzen Bereich lebt manches schief, aber nicht alles aus dem Kontrollmedikal zu schreiben. Ich meine, dass die ganze System, die man wahrscheinlich müssen überdenken, an auch vielleicht reformieren, weil das System muss sich als krank, da tun ich als eigene Erfahrung jahrelang schon mitgemacht. Generell muss man sich fragen, ob man die ganze Sache, die so kompliziert und undurchsichtig ist, nicht mehr vereinfachen, und mehr Aufklärungsarbeit machen. Zum Beispiel, vielleicht verstehen ich, für was sie kein inkassiertes Travail mehr haben durch Krankengeld dann hinzugekriegt, ob schon sie von ihrem Arbeitsdoktor weiterhin als krank angestuft gehen. Diese Prozedur bringt damit sich, dass einzelne Betroffene, teils auch mit ihrer Familie,
an eng onnedig brenzlig finanziell Situation herangeroden. Der Fall können die streng Rutsch opzählen. Wie die Regierung an ihre Antwort auf mein parlamentarisch vorgeschrieben hat, muss es Salari, wann ihr von Kontrollmedikal Krankengelden zu ihr geht, bei der Patron gehen, den Person dabei den Arbeitsdoktor schicke Kaffee zu gucken, ob der Salari auf seine letzte Posten weiter schaffen kann oder nicht. Das ist in der Praxis aber das nicht so einfach. Wie eine große Gewerkschaft Ende November 2022 an der Strache hat die Situation sich nur 2015 dazu gefordert, dass die Betroffenen weder einen Arbeitsplatz sichern konnten, noch eine MDD erfragen konnten. Weil CNS die Suchen auch retroaktiv nicht bezahlen wollte, haben verschiedene Salarien geklot, also Quoten an allen Instanzen Recht. Das ist wichtig, die Kontrollmedikal an die ganze Prozedur rundherum, dass je nicht länger die Kontrollmedikal, dass je die ganze Prozedur zu reformieren, dass sie so viel an Zukunft nicht mehr werden wiederholen. Eine einzige Instanz soll entscheiden, ob der Salarium kann schaffen gehen oder nicht. Das ewig Kompetenzgerangel zwischen den einzelnen Instanzen muss am Fongol abhalten. Mit Sicherheit hat der Kontrollmedikal keine einfache Mission, das muss ich so, sie haben als voll Vertrauen. Wir müssten aber bei der CMS müssten unsere Meinung nach mit Doktoren angestellt gehen, mit entsprechender Qualifikation. Und mans der zweisprachige Schwingen, das sind wir im Land schuldig, und noch mit einem adäquaten Salär, muss ich mal so, wie am Privatsektor, weil sonst bleiben die Kollegen, die bleiben dann am Ausland, auch das muss man verhindern. Und auch mit der Verpflichtung, sich auch regelmäßig weiterzubilden. Ich bin fertig, Herr Präsident. Ja, sich regelmäßig weiterzubilden. Ich meine, ich selber habe das an meinem Handwerk ewig gemerkt. All Jahre haben sich weitergebildet, dann noch die anderen Kollegen. Und ich meine, auch das könnt ihr von unserem Doktor verlangen. Und ich sage nicht merci für Aufmerksamkeit.